Hallo zusammen, ich bin Livia Wespi, mache Triathlon und bin jetzt gerade zu Gast beim Gianfranco Salis im Podcast «Salis trifft». «Salis trifft», die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten, präsentiert von Gianfranco Salis. Hallo miteinander, es freut mich sehr, in der heutigen Sendung seit langem wieder einmal eine Frau und eine Vertreterin aus dem Sport bei mir zu begrüßen. Sie ist 19, treibt einen Sport, der 3 Sportarten miteinander vereint und darum ganz einen besonderen Antrieb, viel Disziplin und Biss braucht. Als begnadete Triathletin ist sie neben dem Schwimmen und Velofahren auch eine sensationelle Läuferin. Auf nationaler Ebene hat sie jedenfalls schon einige Erfolge feiern, aber auch international. Aktuell ist sie Junioren-Schweizer Meisterin, 7. an der EM in Tallinn über 5000 Meter geworden und 10. an der U20 EM im Crosslauf. Das ein paar Erfolge von ihrem Palmares. Weil sie in diesem Umfeld also stetig Fortschritte erzielt hat, ist sie schon bald ins Schweizer Triathlon-Nazi-Kader von den Junioren geholt worden. Mit knapp 20 gehört sie heute also bereits zu den erfolgreichsten Schweizer Frauen im Triathlon und startet fürs Schweizer C-Kader. Nach dem jüngsten Erfolg ist sie ein Versprechen für die Zukunft und mit Sicherheit auch für die nächsten Sommer-Olympiaden. Heute ist sie bei mir auf Besuch bei «Salis trifft» und ich freue mich riesig, bist du da. Willkommen, Livia Wespi. Danke vielmals, ich freue mich auch und danke für die Einladung. Sehr gerne. Jetzt bist du 3 Wochen auf der Insel Fuerteventura gewesen, braun gebrannt zurückgekommen, hast sehr viel trainiert. Wie kann man sich so ein Szenario vorstellen, ein Trainingscamp auf Fuerteventura? Ja, ganz viel Zeit auf dem Velo, im Pool und im Laufen. Wir haben so ca. 26 Stunden Training pro Woche und machen eigentlich jeden Tag alle 3 Disziplinen. Wie startet ein Tag? Im Trainingscamp? Ja, meistens die erste Einheit schon recht früh am Morgen, weil auf Fuerteventura ist sie auch ziemlich warm geworden. Und dann zum Morgen, meistens nach den ersten Trainings. Und beim Morgen fängt es ja schon an. Da kann man nicht einfach irgendetwas reinfuttern, oder? Also, was nimmt eine Sportlerin wie du zum Morgen in so einem Trainingscamp? Wenn man nach einem x Kilometer radelt, springt und auch schwimmt. Also ein Kaffee darf natürlich trotzdem nicht fehlen. Und Brot, alles. Müsli, Früchte und Protein. Für sportliche Höchstleistungen braucht es neben Disziplin und Training auch eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute gibt es etwas ganz Spezielles in dieser Folge. Und zwar könnt ihr im Podcast «Salis trifft» zum allerersten Mal überhaupt, seit es meinen Podcast gibt, seit 2017, von einer bezahlten Partnerschaft mit HelloFresh profitieren. Mit HelloFresh kommt ihr nämlich definitiv auf eure Kosten und ich sage euch gerade warum. Die heutige Sendung von «Salis trifft» wird gesponsert von HelloFresh. Was heisst das ganz genau? Ihr seid euch vielleicht gerade am Überlegen, was ihr morgen möchtet essen, dann helfen wir euch. Es gibt nämlich wirklich etwas Praktisches. Wer kennt es nicht? Also, so geht es jedenfalls mir oft, der Blick in den Kühlschrank, Reste von gestern und ja, immer etwas Gleiches drin. Ein bisschen Gemüse, ein bisschen Fleisch und Milchprodukte. Und für den nächsten Einkauf bleibt nicht wirklich wahnsinnig viel Zeit, oder? Also, was machen wir? Der Griff zu Reis, Pasta oder Herdöpfel. Ist mir auch so gegangen, bis ich zum allerersten Mal eine HelloFresh-Box heimgestellt habe. Und ich muss euch sagen, der Service hat mich wirklich überzeugt. Frische Zutaten, regionales Gemüse und Früchte aus der Kartonbox, direkt vor die Haustür geliefert, also ohne unnötige Verpackung oder Plastikfolie und mit 35 Rezepten. Also ich habe gerade das Rezept übrigens ausprobiert, was sie mitgeliefert haben und mir eine feine Wildreispfanne mit Kräutern, Seitling, Rucola und Creme fraiche geköchelt und die ganze Familie hat freudig schnabuliert. Also nein, HelloFresh ist eine Internetseite, wo ihr frisches regionales Gemüse und Früchte mit Rezept heimstellen könnt. Und das Beste kommt jetzt für euch.
geschätzte Hörerinnen und Hörer, aufpasst. Mit dem Code HFSALIS, alles gross geschrieben, wo ihr im Link bei den Shownotes eingeben könnt ihr bis zu 140 Franken Rabatt verteilt auf die Grösse der ersten 4 verschiedenen HelloFresh-Boxen bekommen. Also, los geht's. Shownotes, Link anklicken und den Code HFSALIS eintippen. Das ist eine bezahlte Partnerschaft mit HelloFresh. Ich wünsche euch viel Glück und einen guten und wir machen weiter mit der Livia Wespi. Wie unterscheidet sich denn der Start in den Tag zum Alltag? Also ist das irgendwie ein anderer Start als einem Trainingscamp? Oder startest du auch sonst genau so in den Tag hinein? Möglichst früh Sport machen, nach dem Morgen gerade loslegen? Oder wie sieht es sonst bei der Livia aus? Ich starte allgemein gerne früh in den Tag und gerne frühe Trainings gemacht. Und es unterscheidet sich nicht so gross von die Heime. Okay. Jetzt, es braucht eine unglaubliche Ausdauer. Also nicht nur auf der sportlichen Seite, sondern auch zum können national an der Spitze mitmachen, was du ja machst auf der Juniorenebene bereits. Was hat dich angetrieben, diesen Weg zu gehen, wo du jetzt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes gegangen bist? Ich denke, ich bin hauptsächlich so von den Resultaten motiviert worden. Früher bin ich nicht immer so vorne mit dabei gewesen, aber wenn man dann mal bei regionalen Volksläufen so aufs Podest kommt, dann wird man natürlich schon auch motiviert, um ein bisschen mehr zu trainieren. Also die einzelnen Erfolge haben dich wie angetrieben und jetzt will ich noch mehr von dem erleben? Ja, würde ich so sagen. Wie bist du dann zu dieser Sportart gekommen? Eigentlich durch meine Eltern. Die haben also zum Spass immer schon viel Sport gemacht. Mein Papi hat auch so Ironman, also 73 gemacht. Auch einfach blauschhalber, aber durch das bin ich dann auch mal auf die Idee gekommen. Nach der obligatorischen Schulzeit, was hast du da gemacht? Die hast du ja schon jetzt hinter dich gebracht. Ja, ich habe im Sommer Kante Wattwil abgeschlossen und jetzt mache ich ein Fernstudium an der Fernfachhochschule Schweiz. Ist das eine Absicherung für nach der Karriere bereits schon? Oder was hast du da für eine Absicht dahinter? Ja, also ich studiere Betriebsökonomie mit Sportmanagement und hoffe schon, dass ich das vielleicht mit meiner sportlichen Karriere irgendwie vereinen kann. Weil die hat ja erst richtig angefangen, die sportliche Karriere. Und ja, du gehst genau. durch die Decke wie wahnsinnig. Du bist vor allem läuferisch sehr stark. Hast letzte nur gerade Nicola Spirig vor der Nase gehabt. Was geht einem da durch den Kopf, wenn die Olympiasiegerin die einzige ist, die da vor einem springt? Und hinten dran ganz viele andere. Und an zweiter Stelle kommt einfach die Livia. Was löst das in einem aus? Und du weißt, die da vorne hat schon Olympiamedaillen gewonnen. Ja, es ist natürlich extrem motivierend, wenn man kann, mit der Nicola rennen und es macht einfach Spass, um dann auch zu sehen, wenn man selber irgendwie näher kommt. Aber ich denke schon, dass ich da noch ganz, ganz viel Training vor mir habe, um auch das Niveau zu erreichen. Hast du das schon leicht gesteigert, um jetzt schon so weit zu kommen, nehme ich an, oder? Du bist ja nicht von heute auf morgen gerade Zweite hinter der Nicola Spirig. Genau, also die Trainingsstunden nehmen natürlich von Jahr zu Jahr zu und die Intensität der Trainings. Was braucht es, damit du vom Sport kannst leben? Also heute hast du auch sicher, denke ich, Preisgelder, die auch reinfliessen, Sponsoringverträge, wo vielleicht auch etwas reinkommt. Was braucht es sonst noch, um von Triathlon zu leben? Ja, also Preisgelder jetzt weniger. Und auch mit Sponsoren ist es recht schwierig. Triathlon ist eine ziemliche Randsportart immer noch. Ich denke, man muss schon auch eine Absicherung haben neben dem Sport. Was unterscheidet sich in deinen Augen von Frauen- und Herren-Triathlon? Ich denke, im Triathlon ist der Unterschied zwischen den Frauen und den Männern nicht wirklich gross. Also du kannst auch mit deinem Freund trainieren, oder? Er ist auch in diesem Bereich aktiv. Ja, genau. Also ich finde sowieso, Triathlon ist eigentlich eine Sportart, die so keine Grenzen von Alter, Grösse oder Gewicht kennt. Also man sieht eigentlich Triathleten in allen Formen und
Variationen. Also man kann nicht sagen, das ist der perfekte Triathlet. Das ist eigentlich gerade das Schöne an dieser Sportart. Und es ist eine Sportart, die 3 Sportarten vereint. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist Livia eine gewesen, die immer schon gerne geschwommen ist, die immer schon gerne Velo gefahren ist und die immer schon gerne gelaufen ist? Eigentlich nicht, nein. Also das Lustige ist, früher habe ich eigentlich immer Schwimmen gemacht. In dem bin ich aber jetzt gar nicht so gut, sondern ich tue jetzt viel lieber laufen. Und Laufen habe ich früher eigentlich nicht gerne gemacht. Und jetzt ist es deine Stärke eigentlich? Genau. Und die Reihenfolge ist ja wirklich, man startet mit dem Schwimmen, wechselt aufs Velo und am Schluss wird gesprungen. Also dann ist es ja eigentlich optimal, wenn man kann sagen, deine stärkste Disziplin ist Springen. Das heisst, da kannst du dort noch eine Skutze geben und dort das von vorher noch ein bisschen auskorrigieren und dort wieder einen drauflegen. Ja, klar. Also das Rennen wird natürlich schon dann in der letzten Disziplin entschieden. Aber man muss natürlich vorher schauen, dass man überhaupt in diesem Renngeschehen dabei ist. Wenn ich zu spät aus dem Wasser komme und die Velogruppe verpasse, dann ist eigentlich auch der Wettkampf schon verloren an diesem Punkt. Also kann man eigentlich sagen, mit dem Velofahren, der dazwischen ist, zwischen dem Schwimmen und dem Springen, kann man wie das, was man beim Schwimmen rausgeholt hat, noch ein bisschen ausweiten im Tempo, wenn man die entsprechende Pedale tritt natürlich, aber dass gewisse Muskelgruppen dann ausruhen können, die im Schwimmen gefragt waren, damit man nachher wieder Gas geben kann im Springen. Ja, also vor allem durch das, dass ja bei uns Windschattenfahren erlaubt ist bei der Sprintdistanz und olympischen Distanz. Durch die Gruppenbildung auf dem Velo profitiert man natürlich extrem, wenn man in der ersten Velogruppe dabei ist, die funktioniert, wo die stärksten Athleten dabei sind. Und die ist so dann auch die schnellste Gruppe. Wann hast du dich entschieden für die Sportart Triathlon? Also wann hast du gesagt, ich will nicht Läuferin, ich will nicht Schwimmerin und ich will auch keine Velofahrerin sein, sondern ich möchte eben alle 3 Sachen miteinander machen und ich möchte Triathletin sein. Wann ist die Entscheidung gekommen? Ich glaube, die Entscheidung habe ich so gar nie getroffen. Ich mache einfach das, was am besten geht, was mir Spass macht. Darum mache ich ja nebenbei auch noch recht viele Laufwettkämpfe. Wenn ich jetzt nebenbei noch Schwimmwettkämpfe machen würde, mir das glaube ich nicht so Spass machen. Also du kannst eigentlich das rauspicken aus der Rosine, die 3 Disziplinen. Und wenn du jetzt sagst, ich mache Läufe, dann machst du etwas für den Trainingsbereich in diesem Disziplinenteil Laufen, wo dann die letzte Disziplin ist im Triathlon. Aber dann sagst du, ja, jetzt das Schwimmen tue ich separat trainieren, das Laufen tue ich mit anderen Laufwettkämpfen trainieren und das Velofahren? Das Velofahren trainiere ich eigentlich auch, wie das Schwimmen einfach isoliert. Okay. Ohne grosse Wettkämpfe dort noch zu absolvieren. Was hat dich bewogen, im Triathlon so durchzustarten, wie es du jetzt machen kannst? Was war der Antrieb gewesen? Da kommt mir jetzt gerade nichts in den Sinn. Also ich stelle mir jetzt vor, das muss ja eine unglaubliche Passion sein, dass man sagt, hey, ich brenne für das. Also du musst ja zum wirklich vorne dabei sein, zum vorne mitmischen, musst ja du total mit Herzblut bei der Sache sein. Sonst schaffst du das nicht, oder? Ja, sicher. Also, es braucht schon viel Motivation jeden Tag, aber es braucht auch viel Motivation, um einen Bürojob jeden Tag auszuüben. Und darum bin ich eigentlich ziemlich glücklich, dass ich jeden Tag trainieren darf. Was ist denn die Motivation? Oder anders gefragt, was motiviert dich daran? Weißt, ich bin auch schon viel gefragt worden, ja, aber ich meine, jetzt bist du selbstständig, bist Einzelunternehmer, du weißt nicht, was Ende Monat reinkommt, an Lohn, du machst deine Sache. Was ist die Motivation dazu? Das ist ja ein Verlassen von einer Komfortzone, auch in deinem Fall. Ich meine, das sind x Kilometer, wo du springst, es sind x Kilometer, wo du Velo fährst und auch x Meter, wo du schwimmst. Das ist ja nicht in der Komfortzone drin, oder? Also da bewegen wir uns in diesem Bereich auf einem ähnlichen Terrain, du auf einem sportlichen Bereich, ich auf einem unternehmerischen Bereich. Was ist es bei dir, wo der Anreiz gibt, um eben wegzukommen von der Komfortzone, zum freiwillig sich dem Stress oder wie auch immer auszusetzen, oder? Bei dir ist es eine Challenge, oder? Eine körperliche Challenge, wo du dich aussetzen tust. Bei mir ist es auch eine Challenge im Faktor Zeit, Geld, Investment zum Dranbleiben.
das haben wir irgendwie gemeinsam, oder? Wir sind beide nicht in der Komfortzone. Was hilft dir? Oder was ist der Anreiz bei dir, um eben etwas zu machen, was nicht alle machen? Ich denke, ich werde sicher immer wieder inspiriert von Vorbildern, von anderen Athleten. Und man sieht ja auch immer, was überhaupt möglich ist, wenn man ein bisschen diesen Sport verfolgt. Und dadurch werde ich vor allem durch den Fortschritt motiviert und den Prozess, den man auch mega gerne hat. Und dass man sieht, wie man besser wird. Das Laufen machst du am liebsten. Jetzt hat es sicher auch schon schwierige Momente gegeben, wo du gefunden hast, hey, nein, jetzt heute irgendwie nicht meine Tagesform. Ich meine, es hat jeder seine Tagesform, oder? Heute gar nicht meine Tagesform. Ich kann meine Bestzeit nicht abrufen. Ich fühle mich irgendwie nicht gut. Aber das Rennen läuft schon. Wie kannst du dich während dem Rennen mental wieder vorholen? Oder was hilft dir, wenn du merkst, hey, heute habe ich nicht so einen guten Lauf? Im wahrsten Sinne des Wortes heute. Weil es einfach nicht der Tag ist oder so. Und gleich gelingt es dir ja dann trotzdem immer wieder vorzukommen. Wie schaffst du das, um richtig auch in solchen Momenten wieder in die Gänge hineinzukommen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Einwärmen merke, oh, heute habe ich irgendwie müde Beine, dann tue ich das eigentlich gar nicht beachten, weil ich bin eigentlich immer überzeugt, dass im Wettkampf dass es dann doch geht. Wie tust du dich mental vorbereiten auf ein Rennen? Am besten nicht zu viel darüber nachdenken, weil sonst kriege ich Angst und dann geht es schon gut. Was hilft dir so vor einem Wettkampf? Weißt, hast du irgendwie einen Gegenstand, der dir Glück bringt? Hast du irgendein Ritual vor einem Wettkampf, wo du sagst, hey, wenn ich das mache, dann bin ich nachher voll parat? Nein, ich mache eigentlich nichts Spezielles vor einem Wettkampf. Was fasziniert dich an dieser Sportart Triathlon? Also mich fasziniert vor allem, dass es so abwechslungsreich ist. Wenn einem die eine Disziplin anschiesst, dann hat man eigentlich gerade nochmal 2 andere, die man trainieren kann. Und es ist dann auch nicht so schlimm, wenn man jetzt einen Tag einmal nicht im Wasser ist, nicht geht Velo fahren oder nicht läuft. Und wie kann ich mir das Training vorstellen? Hast du eine Woche lang, wo du das Laufen in den Fokus nimmst, dann kommt eine Woche, jetzt bist du 3 Wochen in Fuerteventura gewesen. Ist es dort so gewesen, dass pro Woche eine Sportart speziell angeschaut worden ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen in der Trainingsvorbereitung? Wir trainieren eigentlich alles immer gleich. Also an jedem Tag werden alle 3 Disziplinen trainiert? An jedem Tag sicher einmal schwimmen und je nachdem noch Velo fahren oder laufen oder beides. Und jede Woche, wenn du daheim bist, jede Woche alle 3? Ja, also jede Woche 6 Mal schwimmen, so 5 Mal rennen und 5 Mal Velo fahren. Etwa so. Krass. Was war der bisher bitterste Moment in deiner Karriere? Also ein sportlicher Moment. Ja. Ja, ich würde sagen, die Meisterschaften sind mir dieses Jahr nicht so gut gelaufen. Und dann ist vor allem hart, wenn ich auch sehe, wie mein Umfeld vielleicht enttäuscht ist. Und selber bin ich mega enttäuscht, weil ich einfach weiss, dass ich es eigentlich hätte besser machen können. Also bist du wie mit dir selber dann nicht zufrieden? Ja. Weil du weißt genau, wenn ich jetzt eine andere Tagesform gehe, schlussendlich ist ja dann die Tagesform auch, oder am Wettkampftag selber, wo einen grossen Einfluss nimmt, nehme ich an, oder? Die sind ja so nah aufeinander. Ja, das sicher. Oder auch im entscheidenden Moment nicht gerade richtig gehandelt und dann ist schon passiert. Was nimmst du vom Sport für dein Leben mit? Oder wo siehst du, Inspiration durch den Sport fürs Leben? Für mich ist das sehr nah beieinander, oder? Also es ist auch in meiner Erziehung auch schon immer so gewesen, oder jetzt auch, wenn ich mit meinen Kindern oder unterwegs bin, gibt der Sport auch immer Metaphern, oder? Nach einer Niederlage gibt es wieder einen Sieg, nach einem Regen scheint die Sonne. Es gibt sehr viele Parallelen zum Leben. Welche Parallelen nimmst du aus dem Sport fürs Leben? Ja, ich denke, dass sich so immer auszahlt, wenn man mit Fleiss dranbleibt und für das arbeitet, was man erreichen will für seine Ziele. Und das Visionieren, oder? Also das... Ja, genau, dass man auch Träume hat und an sich glaubt. Was sind deine Träume? Natürlich schon mal an den Olympischen Spielen zu starten
ein möglichst gutes Resultat zu erreichen. Und dann stellst du dir das auch immer wieder vor und das hilft dir auch? Das jetzt nicht unbedingt, nicht jeden Tag oder so. Aber gibt es Sachen, die dir schon geholfen haben, wo du weißt, hey, das habe ich immer schon visualisiert, habe ich immer wieder, weißt, irgendeine Schweizer Fahne aufgehängt, angeschaut, immer wieder, und nachher bin ich 2 Jahre später Schweizer Meisterin geworden. Gibt es irgend so etwas, wo du das ganz konkret hast können erfahren, dass das mentale Vorbereiten mit einem Bild oder mit dem, weißt, so und im Unterbewusstsein sich immer Bilder rufen, immer die gleichen, und dann, dass du das durch das gewisse Ziele hast können erreichen. Gibt es so etwas? Da kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn. Was sagst du zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris? Da geht es ja noch 2 Jahre. Ja, ich denke, das ist jetzt für mich eher zum Zuschauen und davon lernen, der Prozess. Ich habe das Glück, dass ich auch ziemlich nahe an Athleten bin, die das Potenzial haben, dort zu starten. Und natürlich jetzt so mega viel von ihnen kann lernen, wie dann für mich könnte der Weg nach Los Angeles aussehen. 2028, Los Angeles, Livia Wespi am Start. Wir freuen uns auf die Vorstellung auf jeden Fall, und ich bin überzeugt, dass du dort wirst können mitmischen und fühle mich richtig geehrt, dass ich 6 Jahre vorher jetzt da dich treffen darf. Was ist dein bisherig persönliches Highlight als Sportlerin? Ich glaube, das Schönste war schon, zum Schweizer Meisterin werden dieses Jahr. Herzliche Gratulation. Danke. Was bedeutet dir Erfolg? Also wir haben vorher gehört, für dich ist das ein Antrieb, wenn du wieder mal auf dem Treppli oben stehen, oder? Wenn du wirklich wieder kannst ernten für deinen Aufwand, für deinen Fleiss im Training. Was bedeutet dir Erfolg? Also sicher, dass ich meine sportlichen Ziele erreiche, aber auch, dass ich die dann mit meinem Umfeld, das mich ja unterstützt, kann feiern und mich mit ihnen freuen. Wie definierst du Glück? Also es gibt ja immer die, die sagen, ja, die hat jetzt Glück gehabt, die hat jetzt einfach gewonnen. Oder, ja, ich höre das immer wieder, ja, weißt du, der kennt einfach gewisse Leute und darum ist er dort gekommen und in diesem Sender gewesen, und das ist alles Glück. Glück, so im allgemeinen Sinn, einfach wenn man wie ich jetzt kann den Sport so machen, den man gerne macht, und ich habe jetzt keine irgendwie Zukunftssorgen oder so, weil ich das mache, und auch wenn es den Leuten um einen herum gut geht. Was ist für dich Heimat? Ich meine, wir wohnen hier in diesem wunderschönen Schmerken, wir schauen hier gerade aus dem Fenster, wir sehen den Obersee. Was bedeutet dir Heimat? Du startest mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust. Ja, also ich bin sehr gerne Schweizerin. Ich sehe mich auch als ziemlich typische Schweizerin, glaube ich. Ich mache alles lieber zu früh als zu spät. Und Schweizerin zu sein ist sicher auch ein Privileg, also dass wir so eine Sicherheit haben, und es ist auch alles gut organisiert. Da habe ich schon ganz anders gesehen, dann, wenn wir für Wettkämpfe im Ausland waren. Und so Nazi-Kleider trägt man dann schon mit Stolz. Wie findest du deine innere Balance? Ich meine, du bist ja extrem aktiv. Eben, wenn du auf dem Velo bist, dann bist du wirklich ein Video auf dem Velo. Wenn du am Laufen bist, bist du ein Video am Laufen. In welchem Moment kommt Livia Wespi ein bisschen oben runter? Oder kommst du währenddessen oben runter? Ja, sicher. Also vor allem so lange Läufe helfen mega, um irgendwie die Welt um sich herum ein bisschen vergessen und einen klaren Kopf zu bekommen, vor allem wenn man draussen in der Natur ist. Cool. Und gibt es sonst noch irgendein Ritual, weißt, wo du sagst, am Morgen mache ich Yoga zum Beispiel, zu meinem Tag starten, oder dann ist es für dich eher das andere entspannend. Also wenn du körperlich dich kannst betätigen, dann kannst du dich selber beruhigen. Ja, das würde ich schon so unterzeichnen. Wie siehst du dich in 10 Jahren? Oh, in 10 Jahren hoffe ich, dass ich unabhängig vom Sport leben kann. Also einen Fuß gefasst habe, so in der Triathlon-Elite. Ja, so würde ich das definieren. Kommen wir noch schnell zum Schwimmen. Du steigst oft in ein Becken, dort hat es aber kein Haifisch oder Krokodil drin. Aber angenommen, ein Krokodil und ein Hai werden in ein gemeinsames Becken gesetzt. Wer gewinnt den Kampf? Oh,
Ich glaube, das Krokodil. Wieso? Ja, weil das hat ein grösseres Maul. Sehr cool. Livia, wenn du für 30 Sekunden die Aufmerksamkeit von der ganzen Welt auf dir hättest, was würdest du sagen oder machen? 30 Sekunden, die ganze Welt. Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu jung für diese Frage, aber so eine Gleichaltrige würde ich sagen, eben einfach glaubt an eure Träume und macht etwas dafür. Von welchem Produkt, das du heute brauchst, glaubst du, dass es die Menschen auch noch in 500 Jahren werden brauchen? Ist das das Velo? Ist das die Schwimmbrille? Was ist es? Ich habe jetzt eher so an Zahnbürste gedacht. Was macht Livia so richtig hässig? Oh, wenn ich warten muss. Oder wenn ich aufs Essen warten muss. Glaubst du, dass es einen bestimmten Gegenstand gibt, der Glück bringt? 4-blättrige Kleeblätter. Die finde ich ganz oft. Gesetzt der Fall, du könntest für den Rest von deinem Leben nur noch eine bestimmte Sache essen. Welche Sache wäre das? Milchshakes. Die sehe ich immer wieder bei dir auf Insta. Nenn mal etwas, was die meisten Leute vermutlich nicht über dich wissen. Ich glaube, viele Leute, die mich noch nie persönlich gesehen haben, wissen nicht, dass ich so klein bin. Jetzt nimmt es mich Wunder, gibt es ein Ereignis, von dem du rückblickend sagst, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe? Oh ja, die Autoprüfung. Du bist auch mit Stopper unterwegs, sprich, im Zielgelände hat es eine schöne grosse Digitaluhr, wo man sagt, wenn die nächste Athletin wieder das Band überschreitet, oder? Was war die längste Minute, die du je hast müssen überstehen? Also sportlich oder privat? Also sportlich würde ich sagen, an der EM habe ich es schon 2-mal geschafft, dass ich 10. geworden bin, obwohl nur 9 ins Finale kommen. Und dann habe ich es nur über die Zeit, habe ich noch Hoffnung gehabt und 2-mal eben müssen bangen, dass ich es noch schaffe. Und 2-mal hat es gelangt, aber das sind dann definitiv die längsten Minuten gewesen. Und ich bin überzeugt, dass es noch ganz, ganz viel Mal wird geben, wo du zuoberst oben auf diesem Treppchen wirst stehen. Ich wünsche dir alles Gute, Livia, für deine private und berufliche Zukunft. Ich habe eine riesen Freude gehabt an diesem Gespräch und jetzt gebe ich nochmals das Wort dir. Gibt es noch irgendetwas, wo du den Zuhörerinnen und Zuhörern von Salis trifft, möchtest auf den Weg geben? Abonniert den Podcast und sind weiterhin so interessiert an Schweizer Persönlichkeiten. Livia, vielen Dank, bist vorbeigekommen in meine Sendung. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Merci vielmals. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.